Bei dieser dritten Verlängerung vom LSD stellt sich froh, was der Käste Nutzefaktor ist. Nur momentanem Wissensstand muss in der Large-Scale-Testing erfrohen, und das aufgrund von folgenden Fakten. Erstens, wir stellen fest, dass großflächig Testen heute zu Lützeburg schrecklich viel Geld kostet. Und dabei war aufgemerkt gehen, dass auch die anderen EU-Länder das sollten machen, was das aber nicht machen. Wir freuen uns, wie viele Länder haben sich wirklich an diese Aufmachung gehalten. Zweitens, der Large-Scale-Testing soll ab März an die dritte Phase gehen. Und da fällt gerade auf, und das geht uns zu denken, dass von Experten daheim immer mehr große Kritik gegeben an dieser Teststrategie von der Regierung. Stark Zweifel dem nur breiten Testen von der Population, besonders auch per rapport zu den nächsten Kästen. Das Large-Scale-Testing ist ein Eschek. So zum Beispiel ein Infektiolog für rund 3 Wochen an einem Interview 100,7. Auch internationale Experten roten davon ab, wie zum Beispiel den Herrn Michael Müller und der Jan Kremer vom Verband von den akkreditierten Laboren aus Deutschland, die suchen Dateien zum Flächentesten. Weder medizinisch angemessen noch epidemiologisch effektiv, sondern letztendlich eine nicht notwendige Verschwendung von Finanzmitteln. Erwarnen. Wir haben immer auch die begrenzten Ressourcen unseres Gesundheitssystems im Blick zu behalten. Soweit die deutsche Fachleute. Drittens. Das Large-Scale-Testing hat dabei auch nicht geholfen, für den kompletten Lockdown am Dezember zu vermeiden. Über 80% von den positiven Fällen wären nicht vom Large-Scale-Testing entdeckt gehen, so ein Experte. Viertens. Konkurrenz zwischen dem Large-Scale-Testing und dem regulären Tester gibt zu Retard befeuern bei der Zustellung von den Resultaten und hat auch einen Impact auf den Contract Tracing, den in den Umständen nicht mehr korrekt gemerkt wird. Indirekt gibt das Large-Scale-Testing dem nur Verbreitung vom Virus favorisieren, so ein Epidemiolog. Fünftens. Es stellt sich auch vor vom Kostenaufwand vom Large-Scale-Testing. An der ersten Phase vom Large-Scale-Testing, die 32 Millionen Euro gekostet hat, gehören bei 566.320 Tester 1099 positive Fälle entdeckt. Die Kontakttracing wird angerechnet. Den Aufwand für einen positiven Fall zu entdecken, wäre also ganz hoch, sagt der Virolog Jacques Kremer. Der Kostpunkt wird von einem positiven Fall liegt also bei 29.000 Euro. Sechstens. Der Large-Scale-Testing provoziert Höchstzahlen. Wo die sich heute so stellt, wie wird hat zum Beispiel als Grenzregion Deutschland mit dem praktisch gleichen sozialen Umfeld wie Lützeburg Höchstzahlen wie mehr. Dabei kommen aus der Region über 40.000 Menschen all bei uns arbeiten. Das muss ich am Vergleich auch mal erwähnen. Herr Präsident, als der so mir aber auch, der PCR-Tester muss weiterhin Angebote gehen, besonders für punktuelle Clusterkannen zu begegnen, auch für Auslandsreisen an die anderen Länder, die einen negativen Test bei der ARES verlangen. PCR-Tester sollen, wie dadurch am Ausland gemerkt wird, auch keine Ordonnance von einem Doktor gemerkt gehen. Dabei ist so festzustellen, dass man hockt an andere Konditionen sind, wie man das Large-Scale-Testing angefangen hat. Die Impfungen sind unter anderem ein entscheidender neuer Faktor. Wir bedauern dabei, dass die Regierung nicht fertiggebracht hat, mehr Impfdosen zu organisieren über die EU. Wir hoffen, dass das Geschwür kann sehr gehen. An Heilpoche mehr als seit Jahren weiterhin auf Freiwilligkeit, was die Impfung gegen den Coronavirus angeht. Auch nach einer Suggestion, Mengen van Lektorrufe für
an dem Impfcenter zu gehen. Also muss stundenlang werden, ehe sie durchkommen. Da sind noch schon viele Leute, die und Flämischkundner gestrofend am Mengen Freundeskreis mit dazu gedrohen, Soldaten mal vier drohen. Zweitens, neu also lo, dass wir Schnelltester haben, die der ganzen Bevölkerung kann zugestellt gehen. Legt soll mal so sehr wie möglich kann ein Schnelltester machen, bei medizinischem und paramedizinischem Personal machen, also für allem bei Doktoren und Apothekern. Über den Gebrauch von den Schnelltester, ob mir einer breiter Basis wer Chancen hat, aber auch Risiken hat, da muss man nach 4 Jahren diskutieren. Aufgrund von all diesen Evaluierungen und Argumenten muss man sich vorstellen, ob man danach das Large-Scale-Testing brauchen, ob er nach justifiziert ist, wie das auch die anderen Länder nicht machen. Also die erste mit der Drittverlängerung nicht machen, ersetzen auf Impfungen, Schnelltester und wir simuliert Einsatz von PCR-Tester. Dann hat zum Schluss, als der am Brief geriet an die Präsidentin von der Comexpo, für an dieser Kommission eine Diskussion zu führen über die Kosten und Nutzen vom Large-Scale-Testing zu Lützeburg im Kontext von der Covid-Pandemie und die Opportunität für einen Spezialrapport vom Rechnungshof zu der Thematik zu freuen.